Die 70. Folge bereits hier vom Let's Play zu Pokémon Omega Rubin. Es geht weiter im Text, liebe Freunde. Tja, wir sind kurz vor dem Champion. Es fehlt eigentlich nichts mehr, außer ihm wirklich Platz zu machen und der neue Champion der Pokémon-Liga zu werden. Freunde, seid ihr bereit? Und Team City folgt aus, ihm noch gleich Tommy, Kokiri, Atomy, Chaos, Kai und Blackie. Ich muss zwar von vieren von ihm, sprich vor allem von Tommy, Kokiri, Atomic und Chaos noch die EVs besser verteilen. Weil habe ich eigentlich in der Form nur bei Kai und Blackie gemacht, genauso wie das mit dem Wesen und so. Aber ansonsten können die schon, kann man sich schon sehen lassen, so war. Haben gute bis sehr gute Attacken drauf, und doch je nach Pokémon, um bereits die Themen zu haben. Oder irgendwie noch Attacken beibringen müssen, per Attackenlehrer, per Züchten, wie auch immer. Was wird Zeit, mit diesem Team die Liga abzuschließen und der neue Champion zu werden. Also dann auf zum Kampf gegen einen bekannten Charakter. Alter Schwede, was für ein großes Tor. Also die Enten haben sich natürlich von der Kohle her nicht lumpen lassen. Respekt. Wer mag wohl Champion sein? Genau, es kann nur einer sein. Es ist Troy. Willkommen, Michael. Ich hatte gehofft, dich eines Tages hier begrüßen zu dürfen. Und? Was hast du also deiner Reise mit deinen Pokémon erlebt? Was hast du gefühlt, als du auf all die anderen Trainer getroffen bist? Was für eindrückende Erfahrungen hast du dank deiner Reise durch diese reich beschenkte Lande von Höhen hinzugewonnen? Ich möchte, dass du das gesamte Arsenal deines Erfahrungsschatzes im Kampf gegen mich aufbietest. Nur eine falsche Rücksichtnahme. Meine Pokémon und ich werden ebenfalls alles geben. Also los, kämpfen wir! Das kannst du haben, Troy. Aber glaub mir, das wirst du noch bereuen. Denn den Titel nehmen wir dir ab. Champ Troy, und auch er beherrscht die Mega-Entwicklung. Panzeron! Los geht's, Tommy! Die habt ihr mal voll einsteigen, und zwar mit Flammenblitz. Nein, er hat's überlebt, scheiße. Das gibt's doch nicht, der hat... No, was? Nein, nein! Uff! Alter! Tommy, schnell, Feuerfeger! Du musst dir beilen, Kumpel, bevor dich noch Platz macht. Und hier kommt der Feuerfeger und... Mir reicht's mit dir auf Flammenblitz! Nummer 1 ist raus! Okay, ein Stolos. Man merkt schon, er hat ein bisschen auf Stahltypen spezialisiert, wa? Mit der Tommy ein bisschen doof. Stahl gegen Stahl. Wieso eigentlich nicht? Los geht's, Chaos! Du bist das bessere Chaos, komm und sag es ihm. Los geht's mit Kraftkoloss! Nein, der hat die scheiß Booster drauf. Das gibt's doch nicht, Mann. Oh oh. Nein, das gibt Mensch. Aua, 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 aua. Ah. Hilfe, hat das wehgetan. Diese verdammte Robustheit, hey. Ich weiß, Steinhaken und Eisschweif hat es natürlich auch gebracht vom Schaden her, aber wenn man so riskant. Ah, dann noch andere Pokémon, cool. Ein Fall für Kokiri.
Und die finster Aura hat nicht alles gebracht. Puh, Glück gehabt. Ich dachte schon, jetzt kommt der Vergeltungsschlag. Troy, du verpulverst dir ein bisschen. Ja, Nepomentas hält was aus. Dummerweise ist es zu lame. Bams die Bams. Nepomentas. Armaldo, ein Käfer-Pokémon zum Teil zumindest, aber auch Gestein war, also it's Sky Time. Ja, die Mucke ist ja so geil. Siedewasser! Und Armaldo ist ja voll im Arsch. Vielie, ja, der kann jetzt ein bisschen mit den ganzen... kann es noch gaxen? Mit den ganzen... Fossil-Pokémon, dankeschön. Vielie. Das ist keine Chance. Hier, schmeck mal mein Erdbeben. Oh, Quake. Ups. Verwirrung. Oh oh. Das finde ich jetzt nicht so nice. Okay, schnell, Blackie, komm schon, Drachenklaue. Hui. Nein, da gibt's nichts. Oh oh, es ist doch Flug. Das geht's doch nicht. Natürlich steigen alle Werte. Blackie, komm schon, du bist ein guter Blackie. Autsch, du bist ein doofer Blackie. Das erste Pokémon, beißt ins Gras. Ja. Haben wir sonst schon alle im Team gehabt? Atomic fehlt noch, wa? Obwohl, hatten wir doch auch schon drin. Ne, noch nicht, genau. Okay, los geht's mit Monkewald! Ein Metagross! Das ist zwar Stahlpsycho. Naja, erstmal ganz kurz noch den hier ein, genau, unseren Tommy. Oh verdammt, nein, Stahl, nein, Stahl ist ein stark Gegner, oh. Stahl ist stark gegen Fee. Oh. Es ist mega groß. Ach du Scheiße, das wird wehtun. Oi, Karamba und tschüss. Okay, Tommy, du musst sie rächen. Zählt nur noch eins, Freunde. Die Mega Power. Los geht's, Tommy. Es ist Mega Time. Logok digitiert zu. Mega Logok. Ui, Glück gehabt. Das ist jetzt schneller? Korrektur war schneller. Und Megagross hat voll verloren. Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben Troy, den Champ der Höhenregion, besiegt. Ich bin doch der Champ. Wir können ihn nur verlieren. War doch noch enger als ich eigentlich wollte. Du hast mich enttäuscht, Michael. Du bist ein ausgezeichneter Trainer. Mein Glückwunsch und vielen Dank. Es war mein Wunsch zu erfahren, welche Gedanken dich in dieser Welt beschäftigen, die Antrieb geben und welche Ideale du gemeinsam mit deinen Pokémon in Tat umsetzen willst. Nun erscheint es, hätte ich die Antwort erhalten, der ich gesucht hatte. Die Gefühle, die du deinem Pokémon entgegenbringst und die Art, deine Pokémon zum ganzen Herzen erwidern, sie werden einzubringen eine weitaus größere Stärke hervor.
Genau darin liegt der Schlüssel zum heutigen Erfolg. Eine Begeisterung von ihr bei unserer ersten Begegnung damals war also doch ein Fingerzeig. Und somit bist du zu Recht Höhns neuer... Hey Maike! Okay, du bist ein bisschen spät dran, ich bin schon hier durch. Michael, das kann doch nicht sein. Sag bloß, da kam ich schon vorbei. Doch. Hey, Professor Birk, was machst du hier? Siehst du, Maike, was hab ich dir gesagt? Du und Maike keine Sorgen zu machen brauchen. Kommt über die her, habt ihr alle besiegt, die anderen 4? Michael, du hast es geschafft. Es hört, dass du im Blütenburg-Sieg deinen Vater besiegt hast und mit Claudius es schaffen kannst. Das ist schon eine Weile her. Es ist soweit, du bist Sieger-Champ geworden. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Jetzt kannst du mit Stolz den letzten Raum betreten. Michael, oder soll er besser sagen, neuer Champ, folge mir. Tut mir leid, aber diesen Raum dürfen nur Trainer betreten, die den Titel des Champs errungen haben. Warte bitte draußen mit dem Professor auf uns. Okay. Macht nur Spaß, keine Sorge, nimm auch das nicht übel. So ebenfalls die Regeln. Nee, ganz im Ernst, Michael, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Okay, gespeichert. Da wären wir. In diesem Raum bewahren wir die Aufzeichnungen über all jene Pokémon auf, die sich mit harten Kämpfen stets bewährt haben. Hier werden die Champs der Pokémon-Liga geehrt. Okay. Du und dein Team, ihr habt zusammen über die Pokémon-Liga triumphiert. Komm, lass uns eure Namen mittels dieser Maschine festhalten. Alle unsere 6 Pokémon haben es wahrhaftig verdient, hier fähig zu werden. Und damit natürlich auch viele meiner treuen Zuschauer. Glückwunsch, Tommy alias Logok. Und natürlich auch Kokiri alias Tengulist. Atomic alias Gardevoir. Chaos alias Stolos. Kai alias Milotic. Blackie alias Brutolanda. Glückwunsch, Mann, du bist der Champ der Pokémon-Liga. Wir haben es geschafft, Freunde. Mit diesen 6 Pokémon haben wir die Liga gerockt, das ganze Abenteuer geschafft. Wobei, das stimmt ja nicht so ganz. Es geht nach der Liga noch weiter, wir haben noch viel zu erledigen, viel zu erfahren, noch viel zu trainieren. Doch jetzt mal genießen wir das erste Ending. Maike? Willkommen zurück, Michael. Danke. Ich habe auf dich gewartet. Immerhin ist das gerade ein großer Moment. Da wir diese Reise gemeinsam begonnen haben, würde ich auch gerne den Heimweg zusammen mit dir antreten. Tja, wieso eigentlich nicht? Los geht's, zurück nach Hause. Nächster Halt, Wurzelheim. Oh, einer zurück nach Hause und dann die Beine hochstrecken. Schön bei Mutti futtern. Kann das Leben nicht einfach nur schön sein? Director Shigeru Omori. Ja, vor allem die Credits. Zumindest mal die ersten. Es gibt noch mal eine. Oder welche? Ich glaube zumindest mich zu erinnern, dass es noch eine zweite gab. Ja, Character Art Director Ken Sugimori. Ja. Die Credits ist immer ein Zeitpunkt, ein bisschen Vergangenheit zu schwelgen, sprich sich wieder zu erinnern an den ersten Part, die erste Folge, und dann irgendwie klar zu werden, was haben wir alles erlebt, was war daran so geil und vor allem natürlich, jetzt halt in diesem Sinne, was sind die Unterschiede zum Original oder wohl eher zu den Originalen? Also, erstmal natürlich grafikstilmäßig, kann man mal so sagen, ist halt so ähnlich wie auch bei Pokémon XY. Ähnlicher Grafikstil natürlich, aber trotzdem hat man den Charme von Höhen aus der dritten Generation, wie ich finde, beibehalten. Es wirkt nicht irgendwie so total verändert und so. Klar sind schon einige Aspekte, wo man sagen muss, sind modernisiert worden, zum Beispiel das Pokémon Multinavi war früher ein bisschen anders. Oder auch natürlich, wenn wir gerade den Lastwagen sehen, natürlich die erste Szene noch, wo man plötzlich ja irgendwie halt die Einladung damals in der dritten Generation gesehen haben, plötzlich auf dem Tablet können wir beinahe sagen, nee, stimmt, war bereits ein Navi. Aber halt ein bisschen,
ja, wie soll ich sagen, der alte Charme wird trotzdem beibehalten. Und das ist doch echt etwas, wo man sagen muss, ist einfach nur genial gemacht worden. Auch ansonsten, die ganze Welt ist ja wie im Original, außer, ja, es sind natürlich schon ein paar Dinge verändert, wo ich aber doch zu Recht sagen darf, eigentlich alles zum Besseren. Mir fällt jetzt gar nichts ein, was schlechter gemacht worden wäre, es ist eigentlich alles besser geworden. Sei es jetzt mit dem Poké-Multinavi, statt dem normalen Navi, sei es mit der, was kann ich noch sagen, mit der Mega-Entwicklung. Gut, das kann man natürlich immer noch sagen, ja, du brauchst gar nicht, das ist zu übertrieben und so. Ich persönlich finde es gar nicht mal so schlecht, die Mega-Entwicklung. Das ganze Charakterdesign, wie man hier zum Beispiel sieht, bei Camilo, wenn das ganze Arena jetzt neu aufgebaut wurde, im Vergleich zu damals noch. Und natürlich das mit dem Überflieger, was ich unbedingt noch erwähnen muss, weil ich finde die Funktion so derbs geil. Das ist so ein Hammer-Fortschritt, was ich sagen muss. Das ist so viel geiler als damals und ja, ich muss ehrlich zugeben, ich finde Omega Rubin Alpha Saphir besser als die Originalspiele. Gut, natürlich fehlt mir immer das Smaragd. Es sind mir gewünscht, dass noch ein Remake von Smaragd rauskommt, alleine schon mit dem Story-Hintergrund von damals, also wirklich so, dass Kyogre und Groudon gegeneinander gekämpft haben. Hier war es ein bisschen anders, aber auch hier, was nachher ergänzt wurde, wegen Mega-Entwicklung, nö, hier waren es halt die Proto-Entwicklungen und Protomorphose. Was ihnen dazu noch erklärt wurde, ist irgendwie alles ein bisschen schlüssig und so, es geht damit noch weiter, ja, wenn noch ein bisschen was zu Proto-Groudon und Proto-Kyogre erfahren werden. Das heißt in den nächsten Parts noch und ja, nee, ich muss ganz ehrlich zugeben, mir gefallen die Spiele extrem, es wurde alles wirklich verbessert zu den Originalen damals. Sei es grafikmäßig, sei es texturmäßig, sei es von Attacken her mäßig, dass noch ein paar hinzugefügt wurden, alte beibehalten wurden. Natürlich auch die Option, dass man bereits früher neue Pokémon fangen kann, sprich nicht erst nach der Liga, sondern bereits nachdem man halt Proto-Kyogre bzw. Proto-Groudon bereits besiegt hat. Dass dann halt neue Pokémon-Regionen zurückgekehrt sind und so. Das ist doch alles echt genial gemacht worden, das ist doch auch alles irgendwie schlüssig. Von der Logik her. Und die Musik war auch immer ziemlich geil. Logo und Letharking. Ach ja, ein paar alte Erinnerungen, ein paar alte Bilder. Ja, es mag ein bisschen eine überraschende Regel sein, eher so, dass Remakes wahrscheinlich noch gut sind, aber niemals besser als Original. Hier muss ich echt sagen, finde ich, die beiden Spiele besser als Rubin und Saphir. Gut, ich meine, natürlich andererseits ist es relativ einfach, wenn du so sagst, ja gut, du hast so ein altes Spiel, du weißt, das und das war gut, jetzt gibt es noch neue Funktionen, baust die auch noch ein, machst du nicht so viel davon, sondern einfach nur, damit der alte Charme noch beibehalten bleibt. Und natürlich hast du dadurch schon ein besseres Spiel, als noch die alten waren. Theoretisch. Wobei ich sagen muss, eins, was mir jetzt nicht so gefallen hat, ja, da gibt es auch, weil mir gerade wieder so einfällt, und zwar Malmfroh City. Ich meine, sorry, aber was war das? Die ganze Stadt in eine Art Kaufhaus umbauen. Hallo? Ich meine, selbst die Geschäfterin, die es jetzt neu gibt und so, finde ich ja schon cool. Aber dass man es direkt, finde ich recht genial, wenn man ja einfach so die Pokémon sieht, die man eingesetzt hat, jetzt war schon Mega-Entwicklung noch und so. Bei den Arena-Kämpfen. Echt geil gemacht, wenn man das auch noch so sieht. Ja, Groudon natürlich, cool. Ja, also ganz ehrlich, Malmfroh, klar, die Gebäude sind alles so cool und so. Und auch das oben dran, das sehen wir dann in den nächsten Parts noch. Gibt es ja bei Neu-Malmfroh, nicht Neu-Malmfroh, stimmt gar nicht, bei Residenz-Malmfroh halt, sprich die oberen Etage, gibt es noch Wohnungen und so. Und auch noch ein paar Dinge entdecken kann, klar. Aber dass die ganze Stadt in ein Kaufhaus verwandelt wurde. Oder halt zumindest so aussieht, ich meine, sorry, aber das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Hätte nicht sein müssen. Oh, mega brutal Landung im Proto-Groudon. Ja, ja, was für Zeiten, was. 70 Folgen bereits um und wie gesagt, es werden noch ein paar kommen, ein paar Folgen. Ich rechne so mit, ja, doch über 90 eigentlich schon noch. Andererseits will ich, wie gesagt, dann noch ein bisschen was über das, was nachher kommt, also After the Story, weil es nicht so viel bereits mit dem Namen kommen, will ich noch machen und dann ein bisschen wegen Kampfressort, Züchten und so weiter, was bereits bei Alpha Saphir vorbereitet haben, dann komplette Höhendecks noch, dann werden wir bereits Alpha Saphir rumschwenken und dann dort einen Abschluss machen des Let's Plays. Dann halt noch ein paar Online-Kämpfe und so und ja, es kommt doch noch einiges auf uns zu. Und es ist bereits nach du.
based on the work of Ruby and Sophia Development Staff. Wie gesagt, ich muss echt sagen, die Spiele sind der Hammer. Ich finde sie so genial. Ich hoffe allerdings noch, dass ein Remake von Smaragd auch noch rauskommt, weil ich das damals schon so genial fand, mit dem Kampf zwischen Groudon und Kyogre, wie Rayquaza das Ganze aufhalten musste. Ob es noch kommen wird. Hat natürlich auch noch mit der Kampfzone und so. Das ist eine Frage, die uns wohl nur Game Freak oder Nintendo Direct beantworten können. Ich würde es mir zwar wünschen, aber wie gesagt, ob man das wirklich, oder bereits geplant ist, ob es kommen wird, ob man es überhaupt irgendwie mit einbeziehen kann, oder halt direkt die 7. Generation kommt, ist natürlich eine andere Frage. Route 103, das ist Erinnerung, nicht wahr? Ja, irgendwie schon. Hier haben wir zum ersten Mal gegeneinander gekämpft, stimmt's? Das stimmt. Nostalgiefaktor. Rette eine Bitte, Michael. Ja. Wie wär's? Lass uns noch... Was? Noch einmal kämpfen, genau wie damals. Du hast auf deiner Reise bestimmt viel gesehen und erlebt. Deshalb will ich alles über dich und deine Pokémon wissen, Michael. Aber... ich habe ja auch eine Menge über meine Pokémon mich zu erzählen. Hat die auch einen Mega-Armreif? Wie du willst, Maike. Der letzte Kampf, Freunde. Und Schwalbers kommt in den Ring. Schwalbers! Los, Tommy! Das geht natürlich ganz kurz und schmerzlos mit der Steinkante. Ihr seht schon ein Level. Hey, Herr Maike ist kein Gegner. Wir bekommen keine Erfahrungspunkte. Nö. Da ist nichts zu machen. Schupp. It's Kai Time. Makago. Los geht's, Kai, und zwar mit Siedewasser. Makago. Das mag er gar nicht. Ein Raichu. Ja, wieso denn eigentlich nicht? Du. Chaos, los geht's mit Steinhagel. Donnerwelle, cool, Mann. Paralysiert. Ich fühle mich ja so paralysiert. Und Raichu ist auch schon down. Ein Kapilz, Pflanze, Kampf, ja, wieso nicht? Chaos kommt zurück. Und los geht's mit Atomic. Oh Mann, und hier kommt die Mondgewalt. Tschüss. Kapilz. Und Zumex kommt dran und... ja, komm, starte gegen den Starter. Jetzt kommt Black ja nicht mehr dran. Das tut mir so leid. Sumpex. Nochmal zum Schluss. Mega Time. Mega Sumpex. Ja, mega fett vor allem. Los geht's, Tommy, Himmelhieb! Oh. Hey, Garamba, ui, fuhu. Das war mehr als knapp. Jetzt komm schon, hau ihm nochmal mit dem Himmelhieb eins rein. Wäre vielleicht echt Sprungkick besser gewesen. Naja. Und das war's. Maike, alles klar. Danke für alles, Michael. Du bist ein wahrer Champ. Tja, man tut, was man kann. Ich bin vielen verschiedenen Leuten begegnet. Und habe jede Menge Pokémon gesehen.
Ich habe wirklich noch nie in meinem Leben so viel Spaß gehabt. Oh, Michael, sieh doch nur. Sternschnuppen. Pokémon Omega Rubin. Das Hauptabenteuer ist vorbei. 1995, ja, das ist auch schon eine Weile her. Mit den ersten Spielen war ich etwa 7 Jahre alt. Das ist echt schon lange her. Ende. Ja, eigentlich muss jetzt ein Fragezeichen kommen. Obwohl... Zurück bei uns zu Hause. Was ist das? Liebling? Tut mir leid, dass ich beim Fernsehen nicht störe. Spricht ihr gerade mit uns oder was? Was gibt's denn? Ah. Ja, es ist Norman. Ich wollte noch mal mit dir über unser Date bei der Astronomie-Show in Mosbach City reden. Astronomie-Show? Ach ja, gut, dass du das ansprichst. Ich muss nämlich etwas beichten. Och nö. Wie es aussieht, muss so einen Tag leider doch in der Arena arbeiten. Oh, schade. Aber die Arbeit geht natürlich vor, das verstehe ich natürlich. Ja, heutzutage im Real Life ein bisschen anders. Da wird es natürlich mit einem anderen Mann hingehen, als Verständnis für einen Mann zu haben. Naja, nein, ist schon gut. Ich bin überhaupt nicht traurig. Überhaupt nicht. Aber was fangen wir jetzt mit unseren Tickets an? Stimmt, es wäre zu schade, es einfach verfallen zu lassen. Alter, was quatschen ja die ganze Zeit? Du. Oh Mann, es geht noch weiter. Und zwar mit der Delta-Episode. Oh mein Gott, Fortsetzung folgt.